Es geht weiter immer heiter zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und ja, die Kampagne mit Yu-Gi-Oh! Neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Man sieht sich hier mit Serien und der Kampagne. Gut, es ist zwar bald irgendwie eher als 50%, aber was natürlich daran liegt, dass wir die umgekehrten Duelle noch nicht gemacht haben. So, aber erstmal sowieso alles durchspielen. Das heißt, jetzt geht es um Kampf um die Seele. Offenbar Joey gegen Mai, aber wie macht das Sinn? Und vor allem, wenn man es ein bisschen vergleicht, trägt Mai andere Klamotten? Jo, irgendwie schon, weil man es mit hier vergleicht irgendwie. Gut, neue Klamotten tragen ist jetzt kein Weltuntergang, auch nicht verboten oder so. Aber warum Kampf um die Seele? An dem Sieg von Yugi über Marik sammelte Yugi alle 3 göttlichen Götterkarten. Sie wollen jedoch nicht lange in seinem Besitz bleiben. Als echte Monster der ganzen Welt auftauchten, brach Panik aus. Schlimmer noch, Yugis Götterkarten wurden von 3 unbekannten Angreifern gestohlen. Wie konnte das passieren? Großvater, alles okay? Yugi, sie sind weg. Wer ist weg, Großvater? Deine Karten, deine stärksten Karten. Die Götterkarten? Ja, wer denn sonst? Wer war das? Yugi und seine Freunde hatten keine Ahnung, wer die Karten gestohlen haben könnte, als ein Päckchen ankam. Kinder, das kam gerade mit der Post. Von dem ist es? Ich bin nicht sicher, meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Mal schauen, es kommt aus dem Büro von Maximilian Pegasus. Nee, bin ich Pegasus. Was sollen wir tun? Wie wir es mit aufmachen? Ja, vielleicht. Sehen wir uns das Video an. Was im Video? Ich grüße dich, Yugilein. Du hast sicher mitbekommen, dass Duel-Monsters plötzlich überall in unserer Welt Amok laufen. Ich weiß, wer dahinter steckt. Der einzige Haken an der Sache ist, dass es so riskant ist, irgendwelche Informationen auf diesem Band zu hinterlassen. Das bedeutet also, dass du zu mir kommen musst. Vor allem der Witz an der Sache ist, sie haben gerade offenbar, wie es erklärt wurde, gerade festgestellt, dass überall auf der Welt echte Monster auftauchen. Und Pegasus, statt irgendwie anzurufen, zu sagen, hey, komm vorbei, oder irgendwie, keine Ahnung, eine SMS zu schicken, eine Mail zu schicken oder so, nee, er schickt ein Päckchen, was natürlich am selben Tag nach ein paar Stunden ankommt. Aha. Bitte was? Was denkst du, Yugi? Lass uns hingehen. Pegasus ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Das stimmt. Also gut, ich gehe zu ihm. Jo, wir gehen alle zu ihm. Okay. 3 Kartenräuber, Raphael, Alistair und Wallen, trafen sich in ihrer uralten Höhle mit ihrem Meister Darts. Okay, das sind jetzt also die 3 Kartenräuber. Das war ja im Anime auch ein bisschen anders. Da hatten sie eigentlich, waren sie eigentlich zu 4, beziehungsweise der 4. war irgendwie nur so ein Handlanger von den 3, oder mehr oder weniger Handlanger, der Yugi sogar mit Obelisk herausgefordert hat. Aber eben, ich glaube, das war ja nur Anime, das ist nicht wirklich Kanon, von dem her. Wir haben den Pharao gefunden, Meister. Leider konnten wir seine Seele nicht einfangen. Wir kommen nie mit leeren Händen zurück. Ich bringe dir diese Karten da. Ja, wobei, wenn er natürlich hier sagt, leider konnten wir seine Seele nicht einfangen, würde ja bedeuten, dass sie es trotzdem hätten versuchen können oder versucht haben. Umkehrschluss heißt es eigentlich für mich, sie haben sich mit ihm duelliert, was hier aber nicht erwähnt wurde. Heißt jetzt doch, dass irgendwie das Duell, was im Anime gab, dass es auch im Manga gab und hier jetzt einfach entfernt wurde? Oder aber gab es das gab es das Duell im Manga gar nicht, so wie im Anime, doch im Manga, sorry, gab es das Duell im Manga nicht, im Anime aber schon, wie ich es bereits erklärt habe. Und dieser Text aber stand aus dem Anime, nicht aus dem Manga. Hervorragend, die 3 Götterkarten. Endlich besitzt die Macht, das uralte Ungeheuer zu wecken. Die Zeit ist gekommen. Meine Freunde, nach 10.000 Jahren wird der Leviathan wieder auferstehen. Und dafür braucht er 3 Götterkarten, krass. Wir brauchen die als Pharao. Da können wir uns auch um die anderen, ich nehme Kaiba. Ein Kerl Joey Wheeler, er wird sicher das Spaß haben, ihn auseinanderzunehmen. Was? Der Pharao und seine Freunde sind auf dem Weg, mit demjenigen zu sprechen, den wir beobachten. Du musst einfach nur vor ihnen bei ihm sein. Pegasus? Oh Mann, und ich habe dich einen schlechten Zuhörer genannt. Jetzt geh sofort zu Pegasus. Als Yugi und seine Freunde bei Industrial Illusions ankamen, werden sie nicht von Pegasus begrüßt, sondern von einem anderen bekannten Gesicht. Hallo, Pegasus! Ich habe den Verdacht, die Diebe, die in Pegasus her waren, haben ihn schon gefunden. Ja, Mai, bist du das? Ich bin nicht Mai. Zumindest nicht die Mai, die du kennst. Was? Du hast mich gehört. Also gut, Leute, sagt Pegasus, hallo. Hast du mir das angetan? Pass auf, du sollst besser anfangen zu reden. Was ist los, Wheeler? Sind Wiedersehen mit Mai nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Und du, warum behältst du sie alle für dich, Mai?
Kümmere dich um deinen eigenen Kram, du Lakai. Diese Geeks gehören mir. Geeks? Wir sind deine Freunde, Mai. Ich habe noch nie zu einer kleinen Spielgruppe gehört. Jetzt werde ich euch auseinandernehmen. Ein nach dem anderen. Übrigens wieder, mit dir fange ich an. Du hast mich davon abgehalten, wahre Macht zu erlangen. Also sag Hallo zu meinem echten Freund, dem Siegel Norikalkos. Nein, nicht das! Hä? Yugi kennt das? Woher eigentlich? Eigentlich, anhand dem Verlauf hier von der Kampagne kann das gar nicht kennen. Außerdem der Text aus dem Anime und die Duelle halt aus dem Manga werden ein bisschen verwirrend sein. Aber scheiß drauf. Der Sieg von Norikalkos. Gab es eigentlich die Karte wirklich mal? Effekte. Einmal pro Spielzug. Was kann ein Gegner ein Monster? Niedrigsten Angriff als Ziel für einen Angriff wählen. Hey, was ist denn das für ein Effekt? Falls diese Karte aktiviert wird. Falls sie aktiviert wird, zerstöre alle Monster, die du kontrollierst und die als Spezialbeschwörung beschworen wurden. Das sind nie alle Monster. Hä? Das, wenn schon alle Monster zerstört werden, warum auch noch die, die als Spezialbeschwörung beschworen wurden? Nur einmal pro Duell aktiviert. Also ganz ehrlich, im Anime war das immer so ein fettes Teil des Siegels von Norikalkos, aber hier würde ich mal sagen, sorry, aber dafür, was es kann, ist der Nebeneffekt ein bisschen low. Den Krug will ich eigentlich noch nicht nutzen. Ich spiele jetzt mal Topf der Gear, komm. Der Unterweltler Megasalber. Ja gut, also können im nächsten Zug theoretisch sogar beide rufen. Magischer Zeitkammer. Hammer. Muss mit Klaus Hermes als Spezialbeschwörung beschworen werden, wenn dabei ein Hexermonster. Hä? Die hat Joey bereits entdeckt, die Klaus Hermes? Mach mal einen Nachhelfer. Aha, das sind die Grundangriffspunkte. Scheiße. Ja, wobei, ganz so schlecht ist sie gar nicht. Okay, verliere ich halt 1500 Angriffspunkte, damit kann ich leben. Na dann. Erscheine! Mega! Cyber! Hä? Welche Karte? Achso, nee. Aber ich rufe noch den plündernden Captain! Und gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Zeitzauberer eigentlich eher. Aber nur noch für ein bisschen mehr Schwung. Ne, das reicht erstmal. Wir haben sonst keine Effekte. Okay. Hä? Aha, warte mal. An die falsche Taste, Mensch. Ey, ich drück doch B. Die Cyberharpe. Ja, ja, einfach mal Zauberkarte plus Monster kombiniert. Naja, also damit B gedrückt haben, klappt irgendwie nicht mehr. Nicht so faszinierend leider. So, jetzt doch wieder. Aua! Wie gemein, ganz ehrlich. Das fand ich jetzt aber nicht nett, Mai. Könnte wohl einen Zeitzauberer spielen, aber nee. Den einfach switchen und mal gucken, was so passiert. Den flippen, den muss ich noch nicht machen.
Wir warten mal ab. So schlecht sieht sie gar nicht aus aktuell. Ja gut, wenn du mich schon so fragst, hier, schwarzes Loch. So. Monster-Reanimation. Der Effekt klappt bei mir auf meiner Seite leider nicht, aber shit happens. Der Mega Cyber. Er ist ein mächtiger Krieger. Und direkter Angriff auf My Valentines. Lebenspunkte. Tja, die gute Alte kann gar nichts. Seien wir ehrlich, Freunde, sie kann nix. Auch gar nichts. Wir werden sie vernichten. Und ihre Seele im Siegel aufbewahren. Ach nee, warte mal, das waren die Gegner. Sorry. Wir machen das nicht, wir sind ja die Guten, wa? Tja, mal, sieht langsam scheiße aus. So, vielleicht sieht es auch für mich scheiße aus. Dann mach doch nochmal schwarzes Loch. Gang war es ein Trigger gedacht, aber gut. Und jetzt mal die Karte. 5 Karten, ja gut. Viel mehr bringt nicht. Die anderen Karten verdeckt setzen bringt auch nichts. Weil nachher eben der Effekt zutage kommt. Noch ein Siegel, okay. Aber kann sie gar nicht spielen. Sie kann nur irgendwie ein Siegel spielen pro Duell. So, mal gucken. Alle Karten zurück ins Deck. Und nochmal von vorne. Ja. Oh, Raketenkrieger, cool. Erstmal gucken, was schon noch so Karten für Karten im Deck hätte. Theoretisch muss irgendwie die Klaue des Hermus noch sein. Oder auch nicht, egal. Raketenkrieger, Angriffsmodus. Bye bye, Mai. Bye bye, Mai. Alles Gute bringt der Mai. Ich darf nicht verlieren. Ich kann nicht dorthin zurück. Ich habe alles aufgegeben, um ein Gewinner zu sein. Hey, Mai. Muss gewinnen. Tja, hast du den Verstand verloren. Wellen, was machst du denn? Mit diesem Fragment des Orakelsteins breche ich das Siegel. Joey, alles in Ordnung, Joey. Sie sind nur irgendein Mädchen. Was? Ja. Mai ist weg. Oh nein, ich war so nah dran. Ich hol dich zurück, Mai. Ja, viel Vergnügen dabei. Haben Königsformation. Oh, die Karte war im Anime übel. Die war echt übel. Oh, Déjà-vu. Kaiba gegen... Als überall in der Stadt Monster auftauchen, gab die Öffentlichkeit Kaiba und der Kaiba Korb die Schulter höher. Ich glaube, jemand will mich zum Narren halten. Ich habe zu hart gearbeitet, um den Ruf dieser Firma wiederherzustellen. Das muss aufhören. Seto, schau dir unsere Datenbank an. Iniam ist gerade dabei, sämtliche Aktien unserer Firma aufzukaufen. Mokuma, du hast recht. Die Zahlen stimmen und gerade fast die Hälfte von Kaiba Korb von einer Person einkauft. Die kaufen noch mehr. Wie ist das möglich? Ja, wieso machst du noch eine Aktiengesellschaft daraus, du Depp? Wir müssen sie aufhalten. Zeig dich, Pegasus! Haha, dein Mangel amüsiert mich immer wieder. Eigentlich sogar buchstäblich. Was ist hier los? Überraschung, wir waren schon lange diesen Tag, Kaiberlein. Wer bist du? Ich heiße Alistair. Und jetzt duellieren wir uns. Diese Zauberkarte wird alles verändern. Ihr aktiviert das Siegel von Neukalkos. Was ist das? Das ist eine Zauberkarte. Ja, bla 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 bla. So. Bla 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 und bla bla bla. Ist eben das Gleiche. Entweder wollen sie alle Macht haben oder sie wollen sich rächen oder so. Oder sie kämpfen für
für eine geliebte Person. Ist ihm dasselbe. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles anstellen können. Kartenvernichtungsvirus wird gehen, weil man kann das Unglücks haben. Z-Metallpanzer. Getriebe Briano. Okay, vielleicht Z-Metallpanzer und solche Dinge. 14 wir hatten eine Kaiba da als. Ja gut, die ganzen Kombinationen, 3-mal, okay. Tyrannischer Explosionsdrache, muss mit Kralles Kriti, also Beschwörung. Okay. Natürlicher Virusdrache. Mit dem Kartenvernichtungsvirus, ja, ist klar. Würde ich ja gerne machen, aber sorry, bis es mal soweit ist, ist aber ein Problem. Ich muss LSS ein bisschen stoppen. So. Die Katze des Unglücks wird ihm hoffentlich ein bisschen Unglück bringen. Ne, ist noch zu früh. Dann spielen wir das Siegel. Okay, ja nicht gelogen, er wird es wirklich spielen. Das Siegel von Eukalkos. Gib mir am Arsch vorbei, Kumpel. Okay, Schwein gehabt. Jo, hübsche Karte hat er. Ja, das möchte ich. Einen Spieler auswählen. Nimm mal den hier, komm. Dessen Effekt klingt cool. Rettungskrieger. Rettungstruppe, auf sie! Schade. Dass der Trick nicht funktioniert. Tja, jetzt mal die Karte verdeckt und gucken wir mal, was als nächstes kommt. Kaiba braucht ein bisschen mehr Zauberpower in deinem Deck. Ist ein bisschen zu wenig los gerade. Wissenschaftssoldat. Der Boost macht halt aus, wa? Wow. Sagi Clown Dunkelheit, natürlich. Der Dämon sind Karten. Der Kaiba immer noch. Menno. Ohne Effekt. Schwache Monster sind ja kein Problem, wenn sie zumindest einen geilen Effekt hätten. Aber einfach so schwache Monster ohne Effekt. Denkst du dir so, hallo? So haben sie vielleicht vor 20 Jahren duelliert, aber heute doch nicht mehr. Die ist wirklich keine Ohne, jetzt kann spannend werden. Das bringt halt alles irgendwie nichts. Kann natürlich Getriebe, Briano, Dingsbums rufen. Kein Flip-Effekt, sonst wäre es natürlich geiler. Ich riskiere es trotzdem mal, komm. So, X-Köpfige Kanone, greif. Was zum. Wieso? Hä? Ah, wegen dem scheiß Siegel, stimmt, das war ja so ein scheiß Effekt. Kaiba wäre so irgendwie mit dem klugen Effekt. Wäre ganz toll dafür. Jetzt kommt das scheiß Virus schon wieder. Ich hab Saki nicht mehr. Ja komm, ist was. Nochmal von vorne.
Das ist halt der Scheiß daran, ich muss wirklich mal so sagen, es ist wirklich der Scheiß daran, wenn du halt vorher das Deck nicht inspizieren kannst und ich halt keine Ahnung habe, was für Karten Kaiba im Deck hat. Weil sonst sind natürlich ein bisschen anders gespielt, aber gut. Scheiß drauf. Kralles Kritias in Zauberkarte, willst du mich verarschen? Ja dann. Ich spiele Kralles Kritias. Und rufe... Der wäre natürlich cool, der Effekt. Ist zwar auch ein cooler Effekt, kann man nicht anders sagen. Vielleicht später erstmal rufen wir einen tödlichen Dingsbums-Virus. Und rufen ihn im Angriffsmodus. Alles klar. Dann setzen wir doch mal noch eine Karte verdeckt. Weil ich kann sie auch so miteinander kombinieren. Und das war's. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, Kritis ist eigentlich schon am geilsten von dem her. Den auch mit Fallenkarten. Gut, die gehen natürlich nur in bestimmten Fallenkarten, ne? Natürlich ein bisschen doof. Alter! Ja, bringt noch nicht viel. Was? Kann nichts machen? Ja, es gibt auf mehr Angriffspunkte, toll. Ja, bringt doch nix. I know. Aber ich brauche nochmal Kritias, dann wär's geil. Seelentausch, ja, ist nett, bringt aber auch nicht viel. Weil nochmal ein anderes Monster bräuchte. Na toll. Och, Kaiba, hey. Was für ein Scheiß-Deck Kaiba wieder mal hat. Man kann es nicht anders sagen, Freunde, es geht einfach nicht anders, es ist einfach nur Kacke. Natürlich jede Fallenkarte, die man nur auf bestimmte Monster anwenden kann, irgendwie dreimal im Deck hat. Oh, sehr gut. Wir versuchen uns nächste Folge nochmal. Ich bin gespannt, was Kaibas Deck sonst so hergeben könnte. Ja, Anführungs- und Schlusszeichen. Natürlich schwierig im Nachhinein. Wäre die andere Kombination mit dem anderen Drachen besser gewesen? Ich glaube es eher weniger. Hätte zwar mehr Angriffspunkte gehabt, sicher, aber ihr habt ja gesehen, dass der seltsame Metallhaufen irgendwie bis 3800 Punkte hatte. Und ja, wäre trotzdem finite gewesen. Insofern, Déjà-vu, kann man durchaus sagen. Bis zum ersten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Hoffentlich läuft es besser. Bye bye.